mal dann begrüße mich ganz herzlich der liebe Retro-Gamer und Gamerinnen zu diesem zweiten Retro-Podcast. Haut drin wie Mam Ronny und Mam Alex. Aber den neuen Member ist so eine kleine Special Guest. Ich gebe so, du kannst schon mal direkt vorstellen. Ma Moien sinn den Jay sinn jonken Gast, den an net existiert huet während der Retro-Ära vu Gaming. Nee. Du hast ja Mich- wahrscheinlich wissen, ob du mal dazu dienen. Ja mech kom mat gut Menungen an schon noch mech pratt gemacht mat der Geschichte vu Gaming wie ha gut argumentäre gegen Äsch mi a Leiit hei. Okay. An drei. So direkt hat mat scharf Munition geschossen. Riede raus. Das ist Aber gut. direkt Ich fand das gut, das ist top. Mal Ronny Alex will der auch ein Kaffee stellen oder ein kleines Intro machen. Ich noch verschüssen so kurz hier vorbei, das flott, dass du Jay dabei hast, weil wir haben noch einen dabei, den sich über das Thema schwätzt, mit dem es nicht live moderiert wird. Das kann natürlich wissen, so einen ganz anderen Ganz anderen Input geben. Genau. Von der Sänger Art der Weise aus auf alle Fall, absolut. Und ich fand das wirklich auch ganz interessant, für zu gucken, wie auch die junge Generation ein bisschen darüber denkt. Als Thema haut als Sega versus Nintendo. Ich meine, den Titel sieht ja schon effektiv alles. Sega versus Nintendo. Da gebe ich so, fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt an. Die Leute, die an der Gruppe sind, und natürlich die Leute nur am Nachhinein, die auch gerne wollen kommentieren, die können das ganz, ganz gerne machen. Was war dann eure Faible? War der erste Sega oder war der erste auf der Seite von Nintendo? Gib ich fangen mit Alex zum Beispiel? Ma jo so also man hat ja do von der Ära eben halt von den erste Generation von Mensch vu Sega wo dann zeitgleich also Master System rauskommen so NES natürlich Nintendo Entertainment System me zu dem Zeitpunkt mengen ich hun ich wirklich mal Sega angefangen mein echt Spiel war us denn das war auf der Master System du kommst schon mir op den du mal springen mit der Motorräder Gott den Du willst ja nicht direkt was du meinst. Ob Ja. der NRZ hat du Excitebike gesucht, aber ob der Master System bist, leider nicht. Mit dem Motorräder? Ja, genau. Dat war Hänger richtig Hänger wat 1985 dass er rauskom an Sega hat dem auch die Partikularität dass Spieler hatten op der Master System die schon angebaut waren an der Konsole Ja, das war. Dat war wirklich dat Spiel wo ich wirklich am Anfang also schon wirklich schon mal angefangen mit Videospieler und dann meinst wieso sind verschiedene Spieler sind dann noch beikommen ob der Master System natürlich ich mein, du hast sogar in eng Spezialvariant von den Alex Kid Serien das war Alex Kid in Shinobi World das war das nie Alex Kid kann das war für mich war das einfach Alex Kid schon niemand vorgestellt ob du eine andere Variante dafür und du ich fand der Jo festgestellt dass dann du einer Spieler gehen von Alex Kid so wie ich schon nie immer ein Spin-off gespielt oder wie an ja dorop sinn mengg sowieso no den Generation kom vun den 16-Bit-Konsole an sinn sto mengg op Super Nintendo umgesprungen dat do wis hun dann eben halt gefangen mat Street Fighter den Street Fighter Turbo den dem Street Fighter 2 Turbo dem rauskommers an dann natürlich alte Fighting Games die dann noch dabei kommen sind also du warst natürlich hinweg also auch da dann ich war zum größten Nintendo auch den Super Mario World in dem uns rauskommt war das war wirklich ein Highlight wie gesagt ich meine zum größten Teil Nintendo an liegt vielleicht eventuell so Sega ugehaucht Okay, wie gesagt dann bei der aus Ronny was hast du gefangen oder was war deine Präferenz? Bei mir war es eigentlich ganz einfach. Ich schon dir muss sagen, Sega Mega Drive geschenkt. Das war meine allererste Konsole. Man spielt The Lion King dabei am Bundle. Und das habe ich gespielt. Stundenlang. Alle Kollegen hatten ein Nintendo, ich hatte ein Sega. Und ich war mega zufrieden mit der Konsole. Ich habe wahrscheinlich während Jahren gespielt, noch an die nächste Generation ran mit der Konsole. Ich meine, so gut wie schon die nächste Generation da war und noch Nintendo 64, also weiter, da war ich trotzdem noch mal Mega Drive gespielt. Und ich meine, das ist einfach ein Feeling, den kriegt nie mehr rum von der ersten Konsole, wo ich denke, hat. Ja, absolut. Danach sind ich aber echt mehr auf PC-Gaming übergegangen, par rapport zu
Konsole Gaming der Tische schon du nur gefangen bis mit dem PC zu spielen und hab PC Videospieler zu spielen mir trotzdem sind hun mal Sega gefangen und schmeckt mein Herzwert immer bei Sega Leuen okay. Boah, ich, von meiner Vue aus, ich bin effektiv mit Nintendo abgewusst. Ich hat, wo ich klein war, hatte ich noch kein Sega. Also das Einzige, was ich hatte, wo Sega, das war der Game Gear, wo ich ziemlich viel drauf gespielt habe. Wo ich aber trotzdem muss sagen, ich war echt da Nintendo. Also Nintendo war effektiv echt da Menge, so NES, SNES. Wo ich sagen muss, so, ich habe eigentlich die meiste Zeit auf der SNES gespielt, wie auf der NES. Halt eben die Klassiker, Mario World, Mario Kart, alle guten Dinge. Und da gibt es pur richtig gute Spieler, wo ich vielleicht auch nicht so immens kennt wie Uni Rally zum Beispiel, dass du den ich weiß, kennt ihr von der Stadt, Uni Rally, den, direkt nicht Nee, nicht direkt. weißt du, das, wie nennen die das? Den Velomatschi, wie nennen die das schon mal? Ich komme nicht auf den Namen. Wo Klonen immer drauf sitzen, ein Einrad. ja okay Ja, an dummer der wis dass so miese Kurse machen also dat wirklich flott war oft drin ausgebassen war ich flott spiel mir ich war effektiv echt da op der Nintendo seit nach haut muss ich so spiel ich noch ziemlich viel Nintendo Sega aus gut von die Spieler hier op alle Fall me ja ich mengen effektiv das wie Ronny se so eben die echt Konsole wie en pegt du war bei Nintendo war direkt mein Herz verkauft von der hier. Jay, was siehst du dann dazu? War das dann Dingerfahrung so als als Jonken mit den alle Konsolen? War das dann du SNES, NES oder vielleicht Sega Master System Mega Drive? Also leider net mat dee Konsolen also dat alleréisich wat dech hat war eng Gameboy SP an natierlech vun de Retrokonsolen Demols woch mir jong war wo sech noch net dat die goufen Ech hat dann entdeckt wat eng enfeier sechtech war an ech hat doch nach eng PlayStation 2 duheem woch még Michzeit verbrucht hun mich später hier hunsch dann méi Geschicht entdeckt vun Nintendo an der hunsch geléiert die war der NES an da mich spät hunnech so 2016 Spiel gespielt wat Metroid op der 3DS war an dann mal gesagt so, wow wo dann Metroid ugefangen an da sind ich zurück an der Vergangenheit gegangen op der NES an SNES wie Metroid zu spielen natürlich ganz legal net mat Emulationen etc austauscht an schon einfach faszinant fand wei Demolspieler entwickelt goufen an mat de Limitationune vun de Konsole selber wat ze wie Spieler rausbrunnen also das NES wird mech fasziniert mat Super Metroid wat mingen Lieblingsspieler ass an dofir sinnnech großen Nintendo Fan gin war wie so Nintendo als effektiv ich mengen wieso so ich mein, leider immer bei das bei Rängen bewusst also die Leute ja noch können noch ganz gerne an Kommentare schreiben wat Präferenz war von denen zwei Konsole wo zwar effektiv nach musste bei so ich mein, du werden immer wahrscheinlich auch recht gehen dass den Nintendo an Sega vergleichst war Nintendo war wirklich geil wirklich top mit Farbe bei der Sega Farben von den Spieler bei der Sega die war wirklich enorm Du gehst schon 100% recht ich hat die war richtig geil. Bild von der Sega war viel ich nenne immer so 90s mäßig ich denke dabei hauptsächlich so Spieler wie Streets of Rage oder selbst wie Eternal Champions wo so ein bisschen was an der aller was sind für Sänger Staat so New York mäßig ein bisschen futuristisch und flieht so ein paar Bäuer über Stroh und so und das den irgendwie ich nenne immer den 90s Style und das ist das was Sega für mich ein bisschen hart was der ersten nicht hat ja da muss ich schon also Farbe waren effektiv halt war ganz anderes Bild insgesamt wenn du so geguckt hast und ich fand wie gesagt nur also der Maschine mit seinen Aussicht mir persönlich schon mit Farben bei Sega besser gefallen bei Nintendo mir für mich weil die Spieler bei Nintendo ein bisschen mehr wo ich mal gesagt habe okay der zieht mich ein bisschen nicht darüber das Solo
Legend of Zelda, Mario etc. Ja, Wo ich noch nicht will so, dass Sega kein mega gut Spieler hat. Also Sega hat wirklich Top-Spieler. Mais wie gesagt, effektiv hat mich aber ein bisschen River auf Nintendo gezogen. du musst Auf alle Fall. ich wollte So? doch noch bei sagen für allem die aus die wirklich ganz interessant sind an der Hinsicht und ich meine ich weiß nicht ob viele Leute die das ganze eben halt der Podcast hören dass sie ob diese Stadt bewusst sind wir gehen auf Sachen an die vielleicht für verschiedene Leute doch nicht klar waren die Console Wars von Demos das war wirklich den wenig Leute die Bait-Konsolen hatten und die meisten Junker von der Zeit waren effektiv entweder komplett für Nintendo oder komplett für Sega. Das war so wirklich in ja so ein Art Krisch sing wie soll ich sagen sing Favorit Konsole ausgewählt dann oder für allem nur die Brand Nintendo oder Sega und das Ganze war auch dort gesteuert die ganz kommen vielleicht später auf zurück mehr das ganze Marketing war wirklich so viel gesehen dass dann schon dass da mal zu Pseudo-Argumenter kommen hast dass wieso ihn dann zum Beispiel die Endkonsole über Diana favorisiert wieder zum Beispiel erwähnt wenn zum Beispiel wenn du Farben wenn verschiedene Spieler Lizenzen zum Beispiel Zelda war natürlich ein riesen Selling Point für Nintendo und so weiter so und der Tisch du wennst also das wollte ich ein so nebenbei so mal erwähnen Nee, absolut. Also, wenn Sega an Nintendo so vergleicht, das selbst wie wenn du früher am Schulhof gefragt gibt, was der Skater oder was der Fubu. Weißt du, so, das war so die klassische Frage. Und dann so bei Sega, bei Nintendo, was du selbst, weißt du, so an dem Stil. ja genau das Ja, also, ich meine, wieso? Ich meine, dass jeder hat da sein eigenes Point de vue. Und für mich persönlich muss da ehrlich sagen, für mich geht es mal kein so Console. Also, Console Wars, das ist etwas, das ist so ein Aggressivwort. Für mich persönlich wird das nicht so. Ich spiele die zwei gern. Natürlich muss ich gucken, wenn du für Sega oder für Nintendo schaffst, als natürlich eine andere Sache. Ich persönlich, also als Außenstehender, als Gamer, den am Anfang just das Produkt an die Hand kriegt für zu spielen, ja. habe ich meinen Spaß bei den zwei. Wat ich aber man muss so obwohl ich total pro Sega war an immer Mega Drive für allem extrem gesuchtet hun hatte ich trotzdem de Gameboy von Nintendo es hat kein Master System an ich meine leider an anderem run dass der Gameboy viel mehr Suse hat wie dir wie Game Gear Game Gear. wie Game Gear den hat viel mehr Suse wie Game Gear war ich impressionant fand dass es wie eng also wann du so guckst war der Gameboy jo eng schwarz-weiß aus net schwarz-weiß war jo geringter eng Konsol die kein Farbe an dem Sinn hat an knapp Joer Dr können eng Game Gear raus die komplett farbig aus die empfang eng Master System am portablen ass an die hat null Chance gegen de Gameboy was du bedenkst Gameboy as recht schmengen eng gut 6-7 Joer mindestens du no mat enger farbischer Konsol kommen am Gameboy Color es war Sega schon seit 7 Joer hat und das fand ich extrem impressionant was du so guckst dass ich dummer durchsetzen konnten sie hatte für alle ja für allem die Gameboy Color wann dir verwenen wann den wirklich von den Techniken schwarz geil also das fand auch an der Welt witzig weil trotzdem hat nach Game Gear nur so lange Zeit aber noch das Schlagargument das Necro belicht war den der Gameboy Color zu dem Zeitpunkt noch immer nicht hat ja obwohl die so weit nicht spät kommen ich mein dat sich war to go von dat war mensch eng dat war nimmer auch nimmer nach Japan du go wird den Gameboy Pocket die man kennen da go der Gameboy Light genau dann den hat genauso wie der Gameboy Pocket das ist eben halt nimmer für die japanische Marsche hatten dann eng also eng harder Belichtung vom Ekran und du muss ganz so dat war wahrscheinlich staat weil schon noch dem muss ich hat auch den allerechte Gameboy die riesen Ziel an all Menschen die van der mat gespielt huet wees wie penibel dat war van entweder ze deichter war einfach den Problem oder zum Beispiel in du beiist gespielt hat war zu hell was am Auto gespielt ja eben genau ne und dann du fängst den Leid also zu dem Zeitpunkt hätte statt Demos gehabt oder hatte ich war mal gewusst dass es selbst ging gehen schmengen also ech mengen net leid tatsächlich und den Franchises die Nintendo huet also guckst Nintendo hat Demos Tetris gött bis haut gespielt op wären Konsolen noch immer du hast Mario existiert bis haut du Zelda dat existiert bis haut ist Metroid dat ja existiert im Moment nämlich so ganz weil se net wirklich Leute bringen an Fans hoffen natürlich drauf
Castlevania eng Franchise sich bis haut noch gehalen huet. genau. Aber so guckst dieselbe Sache bei Sega, von denen Franchises liewen da nicht so dramatisch viel ans guckst. Sonic götte zwar noch mit Spieler sie Menge nur an der Qualität extrem hochgegangen seit der echten Anfangszeit zum Sonic 2006 von dem man nicht schwarze will. Und, Ja, mein, vielleicht gar nicht. Streets of Rage wird manche feierten Deelkrit anstudieren. Ja. Shenmue huet do dritten Deel krit méi awer sinn Manner Franchises, die noch liewe so mal par rapport zu Nintendo Franchises. Genau. Wannnech zu der Zeit dann do wie wann immer gif so ja ey wann du ein Gameboy kafst kannst du Mario on the go spielen am Bus oder am Auto dat gif wie mcht de besten Selling Point sinn ever da ginch mal immer direkt ein Gameboy holen. Das ein gut Argument gell also ich mich selber trick schon déi Konsol grad en Mas gespielt gell also habt ja schon de Mario op dem Gameboy ewech an ewech an egal durchs na man gespielt. wie gesagt wie kennt er schon net an du kakeien mir wie kennt er schon net Tetris Gameboy Scheiß ausspielen also schmengen der definitiv Ja, ich mein, bisschen vulgär ausgeschwert mit das aber Fakt ja. Das ist vollkommen recht, Stunden um Potti verbret Tetris spielen dat muss ehrlich so ne wie von der Toilette los eng Bootleg Tetris Konsol de Gameboy so die Tetris Konsolen die zu dem muss go Steuerkreuz absolut schon noch die andere Erinnerung am Kopf von Tetris das war wirklich der Multiplayer-Mode wann da so dir nennen war echt so Two-Player-Mode wo in an Demos miss peniblerweis um dem Linkkabel die miss zwei Gameboys man nie verbonnen und sobald den Linkkabel kommen sobald nicht wie an Berehrung da kommen du nicht in direkt Verbindung getrennt derselbe bei Pokémon im Gameboy wann Pokémon getauscht ist ja genau oder das gehen das ist zum Beispiel das ich immens flott fand bei Nintendo dass man einem Linkkabel wie zum Beispiel Pokémon oder so und das kannst gegen die kämpfen du kannst du kannst man den tauschen nach du schwingen für Sega also nicht selbst gehen auf der Port auf der Game Gear ja? Ich mein absolut net ich mein Spieler weg steht voilà das dat ich mal dat hun halt eben effektiv dat für mich immer sagen sagt okay da das habe ich nice bei Nintendo do mit dem Linkkabel aber dir muss extrem impressionant von weil dir muss immer dann halt an der Schule Primärschule was beim Bus gefu so und dann hat ein Sega Game Gear mit dem Fernsehadapter für dabei du kannst Fernseh empfängen und dann ob das Sega Game Gear der Fernseh gucken dat war impressionant gell Nintendo dem Moment net gell dafür hört aber Nintendo ein Gameboy Kamera rausdrückt war doch geil war ja und der Fernsehadapter goufet du nur op der Gameboy Advance ich wissen ob der 4 gouf der Game Advance den effektiven Game ja okay das effektiv net okay war wieso ich mein bei den zwei Konsole mein gin plus am minus op alle Fall ich mein das auch wie man gesot ich mein dort bisschen eng einer Usichtsweis vun der ganze Affaire ich mein den das vielleicht lever mat Nintendo den anderen Sega lever also weiter also fort ich gebe mal so dass man vielleicht Ripper bei den zweite Punkt sprange vielleicht wenn man bisschen NRW sehen wenn du Fernsehadapter oder heute do geht kann ich mal ein bisschen die Spieler von den NRW also die Top-Spieler für Sega an die Top-Spieler für Nintendo wo man nicht unbedingt beim Beliebtheitsgrad bleiben müssen mir eventuell vielleicht sogar auch schon wie schwer waren die Spieler wie schwer waren die Spieler auf der Sega wie schwer war verschiedene Spieler auf der Nintendo was tut der do für ein Input was sind dann eher favorite Spieler an auf den zwei Konsolen den Nation den Schmalker schwatzen ja ich ergreife schon mal die Initiative das ein Kabelrand von du ran genau okay also du musst ja ganz ehrlich so favorite Spieler für Nintendo etwas was sich bei mir nachhinein entwickelt wird leider zu dem Zeitpunkt gut kann das waren Castlevania Dealer die waren effektiv richtig impressionant
so weit dass ich dann eben halt gegangen sind und dann später hin eben halt mehr die no besucht hun für die dann eben halt op der NES an der Super NES an dem Moment auch zu spielen vom Schwierigkeitsgrad immer schon relativ heich Ja. Absolut. dat sich mengen ich wat am Mengen an das vielleicht eng persönlich Präferenz werde ich deutlich noch mich schwer fan wie Dinge wie Castlevania da bleibt noch weiterhin Mega Man hun immer fand dass dat wirklich das super Spiel mit die sind richtig schwer also so hun ich mein Stunde verbo ich mein, du war sogar Mega Man die war auf der Gameboy dem was schmeckt war Mega Man Ja, du hast da effektiv 10 ausgepasst. ja das war wirklich mit war wirklich super auf der NES und die waren einfach so heftig. ja Ich da gesagt, das das ist doch am Arsch, gell? Also Ja, es war verschiedene, die wirklich stößt, da wirklich 10 ausgepasst. Definitiv. sos mensch wat aner von den Lob anderen Sachen River könnt wie gesagt ich hat viel Fighting Games auch op der Super NES gespielt und da goufet eng sagt die Naval witzig vor sein kleinen Anekdot wie gesagt Demos als dann noch mensch op der Super NES als dann die ganze Mortal Kombat Serie daneben halt entstanden an du Mortal Kombat Spiele waren unglaublich schwer obwohl Steuerung relativ easy war mir schmengen soweit ich weiß goufet du eng Konfiguration eben halt von der künstlicher Intelligenz also von der Gegner am Spiel es war so dass sich mengen ich der Tisch von zu das Spiel allein gespielt es geht der Computer wird dein Input gelesen der Tisch egal was du gemäht hast den hat immer die perfekt Konter dazu das war nicht von Aktion oder Reaktion den nicht einfach kann immer der Gegner wusste du fies was du gingst angeht und nicht an dem entspricht doch immer reagiert natürlich Schwierigkeitsgrad ganz hech setzt Dat klingt eigentlich extrem unfair. ja das genau dat. Frame perfect counter soll chaos Ja genau dat das war wirklich du hast Button gedreckt und du hast schon weißt du brauchst du komplett nie geholt geht das war wie gesagt das war mein Schmeng dass du die Spiele die mehr so direkt alle so genau also von dem werde ich schon mal gespielt wie sieht dir das Was denkst du, Ronny? Was so vom Mortal Kombat schwätze den hat ja von soweit ich mich erinnern hat den Dofis Blut op der Sega Mega Drive bei Nintendo unerlaubt war von dem Moment weil Nintendo ja all hier Spiele extrem kontrolliert er guckt ob sie family friendly sind an mich erinnern hat Mortal Kombat op der NES kein oder hat die muss kein Blut oder verbessern mich schon falsch vielleicht den Cheat für zu enablen ich meine sie hatten das nicht und war wesentlich mir brutal op der Sega an wann ich mich erinnern das war bisschen die ganzen Nintendo hat ein relativ krass Kontroll wat Spieler die veröffentlicht goen also hier Kontrolle war extrem krass zu muss also gucks wie Spieler wie Contra gehen schon als Beispiel so Contra gucks dirmals du eben Soldaten aufgeschoss an Amerika mehr an Europa nicht in Europa goen einfach als Soldaten durch Roboter ersat weil es zu brutal war ja an Das ist mir effektiv mal gar nicht so gefallen. Ob Europa hue wie wat Probotector oder so gehe schon studieren ja schmengen also dat ist auch krass an Sega war du bist Manner kontrollierend nennen ich mal was guckst du Streets of Rage zum Beispiel da sind von Menge Lieblingsspiel op der Sega Mega Drive war mega du lest einfach durch ein Sidescrolling Etappeweis durch Gegent und du klopst einfach Leute näher du sagen äuse Stangen und du klopst die Leute näher ich mengen op der NES wäre dann nicht gehen ob der sein erst nee mengen also von Menge Lieblingsspieler war definitiv Streets of Rage alle Gu op der Mega Drive die waren mega an aber auch Sonic war natürlich matt die werste Spieler aber wie vergloch gehen gouf den Aladdin die gouf muss für Sega Mega Drive veröffentlicht aber auch für Nintendo Konsolen und da waren zwei komplett verschiedene Spieler op der Mega Drive hast du Schwert als Aladdin und du kannst noch um schwer du greifen op der NES oder SNES muss gouf dat net dass du beim Aladdin so Mario mäßig was du op noch gesprungen für sie zu eliminieren Level waren noch komplett Handschaft waren zwei komplett verschiedene Spieler du hast Aladdin für das auf Mega Drive an waren grundverschieden und ich muss ehrlich so ich hatte den op der Mega Drive weit lever ich hatte den op der SNES nie gespielt bis schon beim Jeffrey Anker am Retrocorner konnte spielen und ich war ehrlich ein bisschen degoutiert von der SNES-Version vom Aladdin Du kann ich zum Beispiel so
ich schon persönlich also ich fand den Aladdin auf der Sega gut me mein Favorite ist trotzdem noch mal den auf der Nintendo ich meine das auch im Aussichtsweis weil ich halt effektiv wie gesagt du mal abgewusst sind Aladdin war etwas wo ich auf der Super Nintendo Robin Hof gespielt hun bis man da geblüht hun ich kann das Spiel durchwaschen an Zeit vor kurzer Weg kurzer Zeit ich meine das hängt doch immer das hängt natürlich immer davon auf wo ich aber zu einer anderen Sache wollte gucken dass man weil du Nintendo geht weil du so Fighting Games an alles so geht du gibt ja viel von Mortal Kombat an Street Fighter also gefragt mir ich mengen Alex Killer Instinct der das aber Begriffe ist oder Oh ja, natürlich. Killer Instinct war effektiv. Das war Schmengen für Nintendo eben halt hier Gutschein an Fighting Game Community. Sie wollten eben halt dummer, dass sich auch ein bisschen durchsetzen. Sie hatten dann Demos Rare, also Rare hat dann das Spiel für Nintendo entwickelt, wenn ihr bedenkt, dass das Daylight waren, die Demos Donkey Kong zu Sachen entwickelt haben und dass diese sich dann nicht von der Grundtrauen in einem Fighting Game. Du ja du komischerweise hatte sie relativ ganz viel Blut ne? Also das war wirklich ganz brutal Spiel so dir so da hun sie wirklich nicht gezeigt da sie ich wie gemerkt dass wahrscheinlich statt bei der Leute kennt me du muss ich noch ganz ehrlich so das war wirklich Spiel hart also eben dass es nicht nimmen Blut hat ne? So ich so zum Beispiel wie von den Dadlo Vergleich mit Mortal Kombat hat eben Success du da gehabt dass das Spiel war das Spiel wat natürlich eben Personagen hatten die dann abgescannt gesehen dat ich die richtig realistisch ausgesehen und du hue miss natürlich wie das ein neues war hue natürlich miss nice bitte und dort sind sie hingegangen und sie hatten eben halt ein ganz flotten Kombosystem entwickelt und voilà, Personage waren einfach super waren relativ vielfältig den Fullgo dat wat die Kon eben halt der Roboter de Saberwolf eben halt der Werwolf dran du hast de Spinal den Skelettkrieger dat war wirklich super also dat war wirklich eng superreif also eng superreif wenn dazu nennen ich mein, den Eche war op der super den miss relativ lang war der bis dann den zweite könnt op der den dann mensch für op Arcade rauskommen sondern dementsprechend op 60 was siehst du dann zu Jay sind du verschiedene Spieler dabei wo bei der Klick möchte oder sind alle andere dabei wo siehst okay das kann ich effektiv gar nicht was siehst du dazu Okay, was bei mir geht, was auf der NES als Lieblingsspiel als Punch-Out definitiv. Das, so schwanzt du mal ein Erich ja, hat mich immer mega Spaß zu spielen. Wo auch Donkey Kong erwähnt wann da denken ich auch so Super Metroid an Metroid und so weiter. Was Mama auffällt, was immer bei mir von denen Spieler von Nintendo geblieben ist, im Gegensatz zu Sega-Spieler, das ist ihre Soundtrack, die Musik, die du hast. Also leider konnte ich sie nicht mit der Zeit mit denen Fernseher an den Soundchips von der Konsole selber hören. Wie möchte Klammer op könnt bei an der Retro-Corner du all Ding Wünscher nach Verlung yes. Definitiv also das wat bei mir geblieben ist leider auf der NES wo ich Metroid also gespielt hun dat war so eng und mal gesagt mehr wisse wo de Metroid du gefangen wird kein Map du bist am nirgends viel Ramer selbisch aus du fängst mal nicht mit vollständig leben und du fängst mit Halsche wann ich mich erinnern an kann an 2 oder 3 Kur stirben hat war extrem frustrierend die war sehr weh zu fallen hat mal gesagt so, das kann doch nicht vor sein ich weiß nicht was ich machen muss also ich weiß, dass ich Upgrades von muss mir ich gehe den wo sind Hölle dann hast halt effektiv so den Dingen von den Retro-Spieler ich mein, das hat man auch schon enke beschwert gehabt dass an der Retro-Spieler nicht so die Guidelines wo der Haut an der Spieler ist wo effektiv wo da steht okay da wo der Schild gesagt siehst okay ich muss du ihn laufen für da nee du wirst effektiv müssen hin an hier laufen das genau der Zahl bist du ich persönlich fand ein immens schweres Spiel ob der Nintendo ob der NES für exakt zu sehen Kid Icarus als wirklich heftig Spiel als wirklich an du willst ja auch den Upgrades wusste da muss er kämpfen für daneben gucken für ein Art Ending zu kreen wie sie normalerweise kriegt
Ich muss so ein Kid wo- Icarus also Spiel war ich demals nie gespielt und an schon Regelo gespielt wurde op der Switch mein an der net Virtual Console mir op dem NES kannst du ja, spielen, ja, auf der ja, ja. Switch rauskommen so probiert und ich war so wat lebt wat muss ich mal wiesinnig schwarzsinnig an ich muss so die echt 5 Minuten sind grüne den also Also das ergriff mal geht wirklich schon op der NES schon doch schon mal durchgespielt mat verschiedenen Power-ups also weiter also hoch wusste dann effektiv nur zum Schluss gesagt entweder du bleibst immer die kleinen Engel do, nee, oder du warst effektiv den die große muskulösen Tippchen an Spiel selber als immens schwer wo mich op ein anderes Spiel bringt wo enorm schwer ist op der NES ja doch op der NES das das echt Ninja Turtles Spiel also ich weiß nicht ob Oh ja, okay. Oh Gott, Ninja Turtles. Time wie hecht den nee das op der SNES das Turtles in Time, genau. mit den aller weil op der NES woste am Fong Europa Ninja Turtles Spieler du dat aller echt wo du effektiv die fair Ninja Turtles kannst sehen an du kannst immer switchen dann musste den Arcade Game wo du zwei kannst spielen an hun op dein er mein das eng amerikasch Version der das der Manhattan Project vu ball wie wie Arcade-Spiel von den Turtles wo auch kannst zwei spielen das plus mal dieselbe genre mit dat alle den allerechten also den allerechten Deel Ninja Turtles die war richtig heftig für den durchzukriegen dat also wann nicht mir ein klein Lösch machen war so von den schwerste Spieler wo ich zum Beispiel hun wo ich auch ein nach spielen die wir definitiv Kid Icarus Ninja Turtles aber auch sauer aus da das Dragon Ball ob der eine ist für mich fehlt noch Spiel an der Lösch kannst vielleicht als feiert dabei setzen mir das Castlevania schwersten dann natürlich auch den Zahn aus also da das Ghosts and Goblins Ghost and Goblins oh mein Gott ja Ghost and Goblins ja doch definitiv also den der leid sogar noch mir wie Castlevania man nicht gefriert du bist Melgin während dem Spielen das Spiel war mega geil abgebaut top es war richtig heftig genau wie Double Dragon ob der NES die 3Dler ja also in den D3Dler an engem Run durchspielt also den mal legt den bieten schön weil das war wirklich heftig Hallo lacht mich nicht aus für mich war gefilt ein von den schwersten Spieler ob der Sega Mega Drive The Lion King ich kann echt Konsol echt Spiel und spielst The Lion King et war mega ich sind als kann mit mir weit wie den zweiten dritten Level kommen schmengen du hast noch ein anderes Spiel mensch wo den Ronny meng joch huet hun sich auch wahrscheinlich gif man also wie se schon den einfach so schwer ich mein, du hast mal gezählt dass den er gefund hast dat war den Back to the Future 3 mensch op der Mega Drive de Jeffrey par Konter huet de mensch gut durchgespielt Jungs ich kann mich erinnern das war für Generalversammlung das bei den Dach nur ein Gaming Kaffee du mal die du abgeriet an den komm ich muss aber probieren schon allein nehmen und du komm auch bei Soundtracks von den verschiedenen Konsole schon allein nehmen das Soundtrack oh mein Gott ja. Ich gut den Demos geschenkt vom Annabelle von also Mombren Shagris und Annabelle weil hat die von das bestimmt etwas für Ronny und ich meine die mein Dickfried mit dem Spiel und tut mein Dickfried gemacht wann aber gewusst hat dass das eben in der Bock schwer zu Spiel aus die gehen hat das Fleisch da nicht überlöst das du wo du mich auch noch so ich mein, dat gesagt den Haut ist das viel Mann du gesagt den bist so wie stark Spieler nur kontrolliert gehen haut es da an Demos haut es das mensch fand den nie so Spieler wo so kann die sie so schwer dass es schon quasi unfair wirkt viel Spieler Demos an den Generationen waren einfach schwer wie zum Beispiel viele die mal erwähnt tun wie verschiedene waren machbar an einer waren einfach unmachbar weil Spieldesign mäßig das einfach nicht mäßig ist versteht was ich meine das ist, dass dann da kommen über verschiedene Spieler Sachen ob so wo es einfach wie sie schon menschlich einfach popular mäßig war zu reagieren
dass es schon quasi unfair rüberkommen ist. Mir auch so Also- kryptisch, wann so Sachen, wo du einfach denkst, so, oh, wie soll du kommen? Ja, genau. Und du wennst fand ich die Sache mit dem dass es Manner wie man für schon erwähnt tun dass in Manner gideiert geht wann so will ne das war Ja, zum ja. Deal war der 4D ne weil mal die Spieler aus einer ganze Fischer Manner für dumm gehalten gehen die Studie miss selber op Sache kommen auf viele Spieler hun einfach so angebaut es war geschickt du kannst nicht schwarz auf weiß erklärt wie du durch wie das Spiel abgebaut war konntest du nur verzeihen wie das Spiel funktioniert Mhm. ich du keine Erklärung gebraucht Mit E dat war Beispiel aber- für mich- Paul, Oui. e Beispiel für mich war das dem muss hart wo ich gute Dienst gesehen das war Echo the Dolphin auf der Sega Ich hatte die muss für Sega Mega Oh, CD Mann. den kleine Ronny hat der muss gespielt und die kleine Ronny konnte kein Englisch ein Spiel war integral auf Englisch und sind da dann erklärt ja du musst du in der du musst da schon nicht verstanden und das war die muss für mich war das eine riesen Herausforderung das Spiel zu spielen Dein Eco de Dolphin war bei mir Demos op der Super NES den Jurassic Park. Ich hatte Demos op Englisch an schon nicht verstanden. Das heißt, du hast einfach Englisch verteilt Demos. Dr. Grant, du tauchst irgendwo op, du hast viel Text da, du musst irgendwo viel auf Sachen lesen und so. Und ich meine, das Spiel nie über. Ich habe immer probiert, und es waren immer so Seances von 2 Stunden. Da war ich nicht mal so frustriert, weil ich einfach nicht verstehen. Und ich war da was für den Dinosaurier einfach komplett so platt gemäht gehen. schon den nie gespielt muss ich so schon ein paar konnte den Jurassic Park für Sega Mega Drive gespielt Ja, okay. war der Sturm mega cool von Tön ja, mega weil du der cool von Tön aus am Anfang du kannst als Dinosaurier spielen du hast zwei verschiedene Kampagnen stimmt. als Mönch und ein als Dinosaurier an der tun stimme es cool von weißt du spielst das Spiel als Dino das war cool Da war ein neuer Porsche. mir wat hun den Spieler weil die so schwer waren dat Gefühl da den haut das leider nämlich so oft krit aus wann den durchkennt bis bei den Checkpunkt oder wann den E-Boss besiegt wird dat wird sich so gut ugefehlt da den einfach scheiß will so ja schon Teekrut an Alkers wann schrimm zurück ob den Spieler kommen so mal so eigentlich schon Jobs gepackt wat sechlich die Mesch nicht gepackt hun ja, du hast vollkommen Absolut. recht Dat- Haut dat- das dat den Gefühl- Genremänglisch gegründet mit Dark Souls oder so. dat Gefühl verstehen ich komplett woch mal so da das dat eich Gefühl wo effektiv da so im 5 wo sees wow, okay hunch zwar geschwest mich schon gepackt an dein zweite Gedanke war normalerweise dass du den okay kann zum muss während der Schulzeit okay ich muss Nintendo ulos weil geht effektiv Speicherpunkt ja. Level 9 kann machen. Und da könnt aus der Schulzrick und Mam huet ze ausgemacht weil Und du man den muss Konsole ausgemacht, gelassen. Ja, Mann. aller was so oh Gott nee Ja, genau. Und die andere Porsche ist vielleicht einfach hast, das war einfach, dass du dem Spiel siehst, hey, da gib mir einfach das Passwort, da werde ich muss angehen, für darum umzufangen. Und dann hast du zum Teil Passwörter, die einfach so lang waren. Und das ist dann ein bisschen amüsierend, da bei einem Blatt alles abzuschreiben. Als Beispiel ist schon für kurzem das sind so lange hier Lord of the Rings gespielt auf der SNES huet natürlich kein Safe States irgendwie auf der Kartusch mir das Passwort an dat Passwort aus gehirlos dat sie so zwei Matrice wirklich so ning op ning an dem Stil wo Oh mein Gott. Passwort verhalen an das ist einfach so wat der Devil und da war dann der Passwort wo dann all da kommen wir mal so genre so kleine Countdown war das dann Alex Ding Top 3 von der schwerste Spieler an Ding Top 3 von den Lieblingsspieler egal ob Sega oder Nintendo Schwerste Spieler, okay. Top 3. Da gehe ich mal so zu direkt. Castlevania. Also alles mixed. Dann hättest du wahrscheinlich schon Mega Man-Reihe. Aber wie man vorhin schon erwähnt hat, Ghosts and Goblins. Da gebe ich so, das wären wahrscheinlich die 3 schwersten. Also das ist wirklich schon ein hartes Niveau. Favorit? Ja. Du wärst wahrscheinlich schon Street Fighter. Weil ich okay eben halt immer da groß gesehen das du kannst ja wohl kein Top 3 also nicht da rein oder so ne Street Fighter wenn du fest dabei der Super Mario World weil du hast einfach unheimlich viel Zeit darüber verbrücht weil du kannst einfach so viele Sachen explorieren und zuletzt ja so wird man so direkt alle schwer wahrscheinlich dann der Killer Instinct okay tipptopp Ronny
Ja, also bei den schwere Spieler du musst Alex komplett rasch gehen du gibt für mich auch keine andere Spieler die aus mich schwer wirklich ausstufe wie die Day 3 zum ich meine Castlevania hat sein eigene Genre gegründet mit Metroid zusammen aus Metroidvania Spieler genau und ich meine das wird einfach Schwierigkeitsgrad was unübertreffbar ist allein alles was du getroffen ist flitzt nur Hornen wo du so oft stirbst als einer Plattform rauf also so sehe ich das einfach schwer was mein Lieblingsspieler belangt wie wundert es werden 3 Sega-Spieler sind ähm, ja du hast für mich an den Topspieler den Sonic CD aus für mich bis heute der beste Sonic den gouf der auf der Mega Drive op der Sega Mega CD rauskommen für den Mega Drive das für mich der beste Sonic bis haut zum Okay. weil man für drin geschwarte vom Soundtrack hier den hat CD-Qualität Soundtrack an der tut natürlich alles übertroffen hat was das ein erst oder Sega Mega Drive bis du in der bitte konnten da war einfach weil die Speicherkapazität bis du in nicht do war und dann ist du bemol den CD-Soundtrack an den also vom Mega an fir Sonic CD fir mein Lieblingsspielerballfall op der Mega Drive aber auch relativ weit fir fir mcht Batman Returns op der Sega Mega Drive den hatte ich extrem gern weil einfach so ein dark Setting hat an de Batman Feeling Riverbursche dann auch coole Soundtrack hat an op der dritte Platz gewich Streets of Rage setzen ich weiß net wie en Deel mir einfach Streets of Rage Serie am allgemengen Okay, tipptopp. Jay? Also wie möchte ich leider nicht genug Spieler gespielt wie mein Top 3 schwers ich gehe wenn man nach auch so immer nach Castlevania schmengen Alkers wann ich probiert durchzukommen bis zum Schluss und dann will ich nicht genug leben wie der Boss durchzukommen an noch natürlich ja Metroid weil die realisiert schnell dass eng Map zu hun an einem Videospiel aus extrem wichtig wat még Top 3 Lieblingsspieler gehen die sie leider alle op der SNS von der Zeit natürlich op der dritter Platz wäre Chronotrigger Oh ja, Chrono oh ja. Trigger, mega geil. Mega geil. op der zweiter Platz an dat war bisschen schwer wie mech mir das Donkey Kong Country natürlich Okay. an op der erster Platz ist natürlich wie sich gewundert von mir Super Metroid Super, ja. schon du ganz schwere Kampf wat Soundtrack weiß geht weil schon gefehl der Donkey Kong Country vielleicht persönlich natürlich Meinung der beste Soundtrack ever für Videospieler History wird weil wie mch aus dat all Chaos von einfach durchlächt oder so mal dat du das einfach gute Soundtrack wie zu relaxen an sich zu so dat du also Wunder Chaos Ja, klar, wie du also mehr als Retro-Gamer verstehen, der wolle Fall. Ja. Von daher, Definitiv. okay. Aber bei mir persönlich, also die schwersten Spieler, da gebe ich so ein NES, definitiv Final Fantasy. das war noch halt Nummer für den durchzukriegen, das kann ich echt so. Das ist effektiv. Turtles, absolut. Absolut. Und auch, was auch gut nicht so einfach war, das ist effektiv den Punch-Out auf der NES. Denn du hast ja den normalen und du hast den Mike Tysons Punch-Out. Wo es dann effektiv zum Schluss gegen den Mike Tyson geboxt ist. Und das war für den. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Haut noch nicht gepackt. Und ich weiß nicht, wie oft probiert. Und ich kriege nicht hin. probieren Ja, wird dort Ah, zwei also- Versionen. also- Ich finde das ein bisschen so das Ja, ganz- ja, du ja. hast am Anfang erklären den, ich meine die normale Version, du hast den Endgegner Mr. Magic oder so geheißen, manchmal nennen die. Und dann hast du Mike Tysons Punch-Out, das war halt eben effektiv die NES Punch-Out-Version mit Mike Tyson. Ah, okay. Wohin er noch effektiv den Endgegner aus, wo es dann noch, ich meine, 1,5 Minuten lang muss seine Schläge ausweichen, weil alles, wenn du treffst, passt dann passt der K.O. effektiv, das ist so die ein Hit, Adi, merci. Und du kannst nicht mehr, das wie effektiv so Mike Tyson in real life, weißt du, so wirklich an dem Genre. Ja, okay, 1,5 verstehe. Minuten Ja, lang ja. nicht mehr drauf gefacht, das war wirklich heftig. Topspieler, muss ich sagen, als ein von meinen Spielern, wo ich immens gerne habe, und das auf der Mega Drive, als den Rolling Thunder 2. Den ist richtig gut. Ich weiß nicht, die kennt er vielleicht nicht. Die Geheimagent, mich aber keine Ronny, oder? ich muss ehrlich sagen, schon den nie gespielt Oh, das Spiel ist so gut. Ich habe den 1 gespielt an den 2 Euro auf der Mega Drive, wo es am Anfang kannst zu 2 spielen. Und das ist herrlich. Das ist richtig gut. Das ist ein richtig gutes Spiel, definitiv. Dann auf der zweiten Platz gebe ich persönlich so
Und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist immer mega funny zu spielen. Das ist Paperboy auf der NES. Das, am Anfang, das ist mega basic. Das ist ein Typ auf einem Velo an den Deal Zeitungen aus. Das ist mega geil. Also, keine Ahnung, das muss er mal ein paar Mal spielen. Und das ist wirklich, das ist wirklich nicht schlecht. Aber hallo, für die Eichplatz, wo ich los mich so, okay, aufgesehen für Zelda, Tetris an die Sachen, wo ich enorm viel spielen, gebe ich sogar effektiv so als so eine Art Popeye auf der NES mega geil. Muss ich wirklich so. Fuß auch muss so, dass Donald Duck den Crackshot auf der Sega auch ganz, ganz gut war. Oh ja, den ist saumäßig gut, der Quackshot. Das ist auch ein Spiel, wo ich so, okay, da tut ich auch Stunden bei zocken. Schon noch eng honorable Menschen die ich wollte erwähnen ein Spiel wo ich gut davon geschwat war auch an den Top 5 für mich gewicht so wer der Sega Mega Drive das Shock Rock 2 Shock Rocks Baby Chuck Rock, ja, den Und Chuck den Shock Rock Rock ist wirklich 1, nice. du hast ja so den Höhlenmensch gespielt dem Matzinger Panz du plus Gegner geschlohen hat an am zweiten Teil hast du am Anfang der Baby gespielt und das war einfach mega und noch für so Soundtrack-mäßig macht der Basch für mich was Sega dem Moment zu bieten hat. Das hat mir so Spaß gemacht das Spiel und das war so absurd witzig komödisch es war einfach cool zu spielen also wow Ja, das sind halt so Spieler, wo du heutzutage von nächste von daher hast, weißt du? Ja. Dann noch, die mich Leute, wo ich persönlich so, ich weiß nicht, war, den Jay hast du vielleicht ein bisschen exceptionell, aber es sind noch viel Jugendliche, die sich auch nicht mehr immens viel dafür interessieren, verstehst du, was ich will sagen? Du kommst auch vielleicht natürlich auf das Thema zurück, wo du siehst, du kriegst das lo an den Spieler kriegst du den W 4 geknallt an den alle Spieler wo ist effektiv nicht sich an du anschwingen das auch das ein bisschen Jugend ein bisschen aufschreckt davon außer du bist wirklich vom heute her und du siehst nicht ich will als Spieler gerne zocken Beispiel für mich an dem Sinn dat soll net SNES oder Mega Drive das war für mich die ganz alter Scroll-Serie von Cook Skyrim du kriegst ein Quest zack was sind op der Map lauf du hin und du musst die Quest Ech den opgewusst dem muss mat Elder Scrolls 3 Morrowind an de war so ja geh info Westen du seg Höhl du fënst du irgend den an de Schwarzmotter kein Questmacher kein Map an dem sinn du einfach was du hingelaf an dus probiert die Platz zu fannen ja ganz voilà. anderes Me Und du auch- fir haut es das wann den dann die ganz gut Spieler die rauskommen so wie zum Beispiel Dark Souls an ihren Design die war auch einfach so geh du hinner als in eng 3W mach was du willst an dat hunsch dann einfach so gesucht so wunderbar von das net einfach komplett open wirst du keine Ahnung was du gehst me du gehst einfach gesucht so irgendwo du geht het weiter an viel Spaß ins zu gehen wie das durchkennst an dann mal gesucht so ja man das a guten Challenge mit dann also auch nicht frustrierend Mhm. ja absolut Ich wollte vielleicht ab gerade wird er Lieblingsspieler und die beste Spieler sind Topspieler mir wat wer für ihr zum Beispiel das schlechteste Spiel ob der SNES Mega Drive Master System oder NES wo dir so du das wirklich das schlechteste Spiel war ich hier gespielt habe. Also wäre ein Wunder immer. okay Also, Ronny, das war das effektiv ein guter Punkt wo du geschwat Ja, schon gedacht, für mich aus mein persönlichen Highlight an dem Sinn oder auch nicht an die andere Richtung mal das Shaq Fu dem Shaquille O'Neal mein sein Gott. Fighting Game ich meine das en plus als ein von den schlechtesten Spieler Durchgang die hier gehen Okay. das ist einfach Trash gell Okay. Okay, ja. Also für mich persönlich war damals, weil ich kann mich erinnern, du hast ja für den The Batman Returns erwähnt auf der Mega Drive. genau Ich hatte damals The Batman Returns auf der Super NES gespielt, den ich auch super fand. Ich weiß nicht, ob die ähnlich sind. Ich weiß wirklich nicht, ob das dieselbe Spieler ich habe sind. schon nie die zwei gespielt ich kann da just Mega Drive Variante so ich weiß wirklich nicht ob sie selber sind Mit The Batman Returns war einfach super, denn das Setting war genial, das hat einfach mega ausgesehen. Und dann ist es von der dann der nächste Batman-Film rauskommt, was Batman Forever war, mit Val Kilmer. Und da wurden sie auch ein Spiel dazu rausgebracht. Und waren aber die Entwickler, die dann damals mengenlich Mortal Kombat-Spieler gemacht haben, oder zumindest haben sie sich davon inspiriert. Die haben ein bisschen dieselbe Approche gehabt. Sie haben dann einfach Schauspiel angescannt, ne? Und dann hast du wirklich so fotorealistische Modelle von den Personagen, von Batman auf vom Robin. Er konnte auch Koop spielen, das wird super ausgesehen. Problem ist, die Steuerung, du hast sich auch von Mortal Kombat inspiriert. Mir wird bei Mortal Kombat funktioniert, das funktioniert nicht unbedingt bei einem Spiel wie Batman.
Und The Batman Forever ist höchstwahrscheinlich von den schlimmsten Batman-Spielen, die ich jemals gespielt habe. Das Steuerung ist einfach schlimm. Den Button-Input, das irgendwie, wenn ich für den Enterhaken zu benutzen muss, ist ein Select drücken oder was auch immer. Und dann hast du so, das wird oft so, also Spieler gehabt, dass ihn dann irgendwo hier lebt, das ist so Side-Scrolling. Und dann ist immer den Dekor, den dann sich Personage komplett verstoppt. Ne? Oh man, Batman Forever, ja. Also für mich ist das Spiel, was ich für wirklich so, und das gebe ich mal wirklich nie mehr unter. Also, kein Fall. Okay. Doch so ein Spiel, das war auf der Famicom und ich bin mir sicher, der kennt das. Und das habe ich probiert zu spielen. Englisch weiß das können. Ja, und ich bin leider nicht weit gekommen, das ist Takeshis Challenge. Ja, das ist einfach ein Spiel, das, also, erstens, ich meine, du musst ja bald verstehen, was du lebst. Und ich meine, das Spiel war ja als, ein bisschen als Trollspiel einfach gedurcht. Scheinbar die Geschichte davon, was die Geschichte, dass Takeshi selber Gamere gehasst wird, obwohl ein Spieler stellen, was so frustrierend ist, dass kein will spielen. Und das ist ein bisschen den Rumor drunter, was das Spiel so angeht. Weil ohne Guide kannst du nirgendwo hin. Es hat nicht sogar das Spiel, wo du nur den Frau muss bringen oder selbst. Ja, du Das- musst Stimmt, das Spiel, okay. du musst mit Dinge suchen und du musst auch aufpassen mit Dinge suchen, dass du für dich an der Bank liest und dann musst den Frau zerschlagen und den kann er gleichzeitig wie die Wurst zu machen, wo es dann halt schon Dinge so verlierst. Und ab dem Moment musst du auch, wo es 4 Optionen bedroht zu gehen und du musst die Killer holen, wie bedroht zu gehen, wie das gut ist. Und das war so komisch, so komisch. Das ist wirklich, ich meine, ein ganz bizarres Spiel. Mir das Spiel war so gedurcht, zum Beispiel, das meint ein von den auch schwersten Spieler, ohne Guide durchzuspielen. Okay, man nicht mal so evaluieren. Den schlechteste Spieler. Kann ihn holen. Also, was Sega angeht, gebe ich so bei Ghostbusters. Was effektiv horribel ist, wieder Robert spielen. Also, der Master System. Ich weiß nicht, hat schon nicht von euch gespielt, hat schon nicht probiert. Ich glaube, den doch auf der NES, meine ich, oder? Ja, also, ja. Also, auf Was der hat nicht, NES der wusste zum Schluss, du die Trappe muss rumgehen. Ja, ich meine, Oh auf mein der Gott. NES war genauso grausam. Genau dasselbe wie auf der NES. Den Dingen, wie ich dann Back to the Future. War auch teilweise schrecklich für den Spieler. Ich mal gesagt, okay, come on. Auf der Sega haben sie so geilen Back to the Future 3 gemacht. Und dann bringen sie da so etwas. Und dann holen sie so etwas auf der NES. Und das ist einfach Also, so, so ein geile Back to the Future, ist aber auch vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Oh, ich, also, ich, Level Back to the Future. Also ja, aber okay, ich meine das immer für Aussichtsweise. Ich persönlich Ronny, ich finde das schon mal eine miese Karte, wo du mir eine Ecke gelernt hast. Du weißt nicht, wie oft da stehen daheim durchgespielt wird. Also ich, Also, ein gutes Spiel, da musst du dann Super Back to the Future auf der Super Famicom spielen. Das ist wirklich bei weitem, schon in einem Emulator gespielt, weil schon Leute nicht tun, das ist bei weitem der beste Back to the Future Spiel aus der Generation. okay, also wie ich schon den Back to the Future 3 einfach ich den Top fand. Für mich war den wirklich mega. Wieso, wenn du dir auf der NES guckst, persönlich? Naja, also dasselbe wie, wo war auch schon mit den Kevin allein zu Hause, wo auf der Super Nintendo für mich auch noch im Gameboy ein mega geiles Spiel war. Aber irgendwo, ich weiß nicht, ob das Sega war, ich denke, auf der Sega, Kevin allein zu Hause. Terrible. Wirklich schrecklich. Aber wenn ich gucke, auf der Super Nintendo war das so ein Top-Spiel. Das sind halt so Spieler, wo auch nicht jeder gespielt hat, weißt, wo vielleicht nicht so viele Leute kennen. Aber ich schon halt effektiv auch gespielt, weil ich auch schon mal Kevin allein zu Hause geguckt habe, wo ich klein war. Und dann habe ich gesehen, oh geil, ich kann das Spiel davon. Und dann im Gameboy war mega geil. Das auf der Super Nintendo war mega geil. Und du siehst, ich weiß nicht mehr, ob du auf der Master System schwenkt, auf der Master System. Und war schrecklich. Was du aber witzig fand an der ganzen Generation du von Videospielern, das NES-Spiele oder Master
respektiv vom Numm oder selbst Franchise und waren zwei grundverschiedene Spieler. Ja. Wie zum Beispiel den Aladdin, wo zwei komplett verschiedene Spieler waren, oder den Jurassic Park, wo ich wieder gesagt habe, wo zwei komplett verschiedene Spieler waren, ob der SNES und ob der Mega Drive. Und das tust du heute auch gut nicht mehr. Von heute Spiel könnte man einem Numm, dann ist das tatsächlich auf alle Konsolen, weil doch mir einfach aus für multiple Konsolen zu programmieren überhaupt nicht. Und dir hast du halt verschiedene Spieler von der selbst Franchise, mit dem selbsten Numm für die zwei verschiedene Konsolen. Also. Ja, das effektiv, das geht heute das nämlich so wie viel drin. Das auch so eng Sa wann den dann so bei de Leiit van die am Retrokorner kommen an die will so spielen Spielspielen an du erklärst die nicht vu Retrospieler kennen so Jugendlicher da kannst bei denen da seste Eier ich will gern Castlevania spielen oder Mortal Kombat an da seste so okay wenn Version wat den Asian oder nee op wenger Konsol willst du spielen sind anders Spieler und das so undenkbar wann sich siehst so okay Denkversion von der Spiel die nicht auf Menge Konsole hun als komplett anders das bei dir kann vielleicht viel besser sind Also war so leid bei an der Gaming an der Retrokorner kommen an wann scheint so schon gesehen wie verschiedene Leute den Controller allen da kein Ding auf die Back ja, natürlich so schlimm so schlimm als die auch natürlich nicht nee das du merkst halt heinz so effektiv so wann mir Junker Lünde so wie du Jay weil du kannst ja bis ich mengen dass du nicht vielleicht dass der Ronny dich gefordert für extra Heimat zu machen mir du hörst aber wirklich scheint so verschiedene Leute die kommen und dann halen die Controller an einer Art weiß wo ich man da so also keine Ahnung soll ich so wirklich noch irgendwie soll ich sie noch ein bisschen rausfahren los sind dass in die Controller anschaffen muss halten oder soll ich ihnen einfach direkte Gnade im Stoß gehen du hast halt effekt das ja ich meine das auch immer schwer für wo auch ein bisschen so auf das Thema kommt das auch immer schwer für Eis ein bisschen die Leute da ein bisschen Minus zu bringen so Retro Games und ich fand das natürlich immer mega cool wann was im Junker sich auch dafür interessieren und noch ein bisschen etwas wie du Jay davon erkennen das halt wirklich wie alt warst du also gleich an enger 2 Main 20 natürlich okay wellch so woch klein war hatte ich just während enger langer Zeit eng Playstation 2 recht viel mich spät eng Playstation 3 kru tun ja an ab dem Moment doch woch so 13 war kru auch mein echte Laptop an natürlich weil Mama kann net alle Spieler von der Welt kaufen hun dann op Bemol geleiert da den natürlich Spieler ganz legal Laptop spielen kann an das an das du wo ich dann die Welt entdeckt hun wo zum Beispiel Final Fantasy 7 also weiter dann noch mehr spielen an das wünsch mal so wow dat du gesinn nichtch am Kaktus zum Beispiel also weiter wünsch mal wie wat kann Leute dat net das weiter an der spielende staat aber dann kann ich noch neue Leute man da kann lehren diese so ja schon dat auch gespielt also weiter an das ziemlich cool zu wissen wo man witzische Arterweis nur bei Final Fantasy 16 kommen da will ich sich auch vorstellen so wo hat du gefangen wer ist die überhaupt zukommen aber wann ihr dann Schritter gesagt von der Geschichte da das extrem faszinierend Jay, du hast mal attraktiv aus dem Herz geschaut das ist super selbst von engem den bisschen wie junger so wie mehr bisschen so als mir auch nicht Geller like Ronny das wirklich flott aber selbst her weil das halt wirklich so wo da siehst okay die mich jugendlich von Haut was spielen sie wie sich Minecraft Fortnite etc an vielleicht auch viel Leute kennen halt eben so die Retro Games nicht obwohl du immens viel zu fangen gibt verstehst du was ich will sagen du hast so viel also wann du weißt schon nicht denke bei so einem Gaming Café Jay ja natürlich also ja also oft gesehen wo der Arkaden du Ich meine den Jay oft am Fighting Game Corner oder wie ja du wo las geht du geht dem Tuchstein so ich am Retro Corner geht nicht los oder wie
Oh doch, me, das ist mehr wie zu evaluieren an der Kontrolle an den zu splicken. Nee, klar, geht du hin wo nach Hoffnung besteht Ich behaupten an dem Moment Shay Grayson als Fighting Game Kollegen die auch ihre Podcast regelmäßig bei uns veröffentlichen. nee, also ich mein, wieso ich fand immer flott, wenn es die Leute ist, die effektiv, entweder nur die effektiv ein bisschen jung sind, oder halt eben so ein bisschen die Gleichgesinnter, die da kommen an dann aber gerne für Retro-Games wollen Match spielen, noch man da einfach so as für Leute sind aus im Alter, die für einfach ein bisschen Nostalgie kommen zu lassen. Das ist einfach ein bisschen Träger an Zeit versat zu vielen an das ist cool, also das schon flott mich wirklich beruhigt, dass das gesagt ist, Jay, dass du siehst okay Final Fantasy 15 war das noch den aller 14 drin an dat fand ich ganz gute Punkt an das ein ganz guter Stellung fand ich definitiv, weil du musst halt eben effektiv bedenken go für Final Fantasy 1 an für den zu spielen als natürlich schwer 1 2 3 4 5 6 in Japan das ja noch ein bisschen anders gehandhabt, du hast ja den 3 6 oder den 36 genau. Ja nee definitiv also eng interessant Usicht sei ja gut auch sonst eigentlich denke bis von ich wie so zu den Topspieler oder vielleicht die Worst Games von den zwei Konsolen War so direkt nicht Mensch. Nee, Alex? schon nicht. Nee, ich auch nicht. Jay? Aber da gibst so komm mal vielleicht bei den nächsten Punkt boah ich meine den nächsten Punkt werden wir wahrscheinlich sehr durch wenn man nicht unbedingt durchdriften mit das war so Maskottchen von Sega und Maskottchen von Nintendo das wirst du mal glaub, kann ich mir vorstellen dass jeder von euch weiß wem sein Maskottchen wem macht Ah ja, natürlich. Sega sein Maskottchen, den man kennt. Alex Kidd. Absolut. Du musst bedenken, dass der Sonic ja am Anfang recht mich spät kommt aus zur Zeit von der Genesis. Oder von der Mega Drive. Also der Sonic wird ja zum Master System Zeiten noch nicht so direkt existiert. Also Mario, den NES-Maskottchen, war ja weit vor dem Sonic da. ja Genau, ja genau. Ja. Nee, was witzig auch war, weil schon ein interessantes Video gesehen haben, als die Leute bei Sega haben sich gesagt, so, ja, weil der Sonic sein echten Design war ziemlich Stil amerikanisch war scheinbar das Jacket auch mal zu einer Freien drunter etc. und war viel mehr sozusagen erwursenmäßig an den haben sie sich gesagt so ja du kann nicht sinn an da scheinbar durch Menge Japan durch da sein Kontrollgangen an die dat dann viel mehr kannnerfreundlich sozusagen gemacht an du dann de Sonic kommen dem mir haut das kennen Wobei ich muss sagen, dass der Sonic Material das Jacket extrem an den 90s Film irgendwie gepasst hat. Und Genau. zumal Sega wollte immer die Cool Kids sind, sie ein bisschen Marketing gemacht, schon mir sind die Cool Kids. Hat der Sonic schon irgendwie gepasst an noch so die mir rau Ambiance, die auf der Sega Mega Drive hast, par rapport zur NES so das NES. Genau. Der Tisch sich wann ich mich nicht irre der Tisch Sega so sich mal Sonic gerecht wären also zu Zeitpunkt von der Mega Drive kommen und das nicht von der Menge auf der Master System geport gehen oder hast der Fetisch auf der Master System kommen dann oder wirst das überhaupt entstanden Das ist eng gut froh Spiel der ich gesagt nicht. soweit ich weiß ich hatte demos das Sonic 2 auf der Master System mir löscht dann nicht mal die froh aus der Demos einfach ein Port gewirrscht oder hast das eben halt auf Master System entstanden und dementsprechend dann noch weiter gefordert gehen auf der Mega Drive dafür schon mehr ja was wär dann Ärer Meinung no narre Kult Maskottche gewicht für die zwei für Sega oder Nintendo was hat der sos noch so gesehen und da gouf so viel Maskottchen da gouf doch den Demos den Babsi das war Krawechelchen mengglisch nee ein Kat war dein Kat Babsi war ein Kat ja kann sinn genau aber du ich mein du die nicht von der kompletten Niverblick verloren das war wirklich die Zeit epoch von der Maskottche Mensch hat du ich mein all nicht nur all Konsol all Brand wie Nintendo oder Sega mehr du hast wirklich mal den Maskottchen hast du ganz viel gespielt gehen
zum Beispiel Babsi hat eben halt ein Spiel und da gibt es danach so viel andere die Melo so direkt nicht da liegt Ich muss sagen, op der Sega-Konsole fällt mal lo kein so Maskottchen an wie de Sonic, weil der war wirklich so den iwwer hat, den dann eben do war. An schon geguckt grad wann schrich gelesen und aus der Sonic tatsächlich mit der Genesis oder Mega Drive kom an du no go eng 8-Bit-Version geportet fir d Master System. ja okay wann schrich gelesen fir Dich fir Sega Mega Drive rauskom. Me keine Ahnung, mir fällt lo grad op der Sega kein an Maskottchen an. Das natürlich die ikonisch Charaktere vu Streets of Rage oder vu Golden Axe oder so. Aber kewig als Maskottchen denken ich mal. Gell, bei Sega musst du ehrlich so wird effektiv schwer hier ein anderen Maskottchen zu fangen. Genau, bei Nintendo hat mir einfach das- noch ja. den Yoshi holen oder Also den Yoshi, Luigi hast sogar du mehr, den oder Link, den den Link Kirby. Spielweise. du Kirby, Donkey Kong, das sind viel mehr so ikonisch Charakteren do. Absolut. genau. Viel mir zähle gerade das Smash Bros. Da op. Ja. Nee, effektiv mit das schon mal ein so viel gestellt zu kennen. Der Link ja auch ein gut Maskottchen, weil Zelda ja halt effektiv auch immens viel verkauft an noch viel belebt. Also immens belebt ja. Aber ja, ich meine Apropos- Sega. ja. So. Nee, apropos Maskottchen, da fällt mir den Earthworm Jim an. Earthworm Jim. Ja, Oh ja, ja, effektiv. stimmt. Ja, den Wer hast, auch. Mir war, ich meine zwar, dass den Earthworm Jim, ich meine, sind aber nicht so viel, wie das Spiel gespielt wird. Menge nicht. Mit den hat effektiv, den hat ein bisschen rausgestochen mit seinem bizarren Humor. Ich meine, der Sonic war hauptsächlich den Hauptmaskottchen von Sega, weil sie mit dem Charakter halt die ganze Geschwindigkeit wollte boosten. Sie haben ja ein extrem aggressives Marketing Ja. Richtung Geschwindigkeit, Blast Processing, und sie viel schnell wie Nintendo gemacht. Und ich meine, gerade dafür ist der Sonic hier ein Hauptmaskottchen gegeben, weil der eben so schnell lebt und eben so schnell durch die Level geht. Genau. Weil die wir nicht vergessen, und das ist, was ich auch muss erwähnen, also sich, dem muss das Master System an Nintendo Entertainment System rauskommt, sich dann erst. Und sich, als dann Sega als ja verdicht an dem 16-Bit-Rennen rangesprungen gehabt. Und das war ja sich ein hier Schlagargument, dass sie da gesagt haben, hey, der hat ja dann die NES, die lief dann auf 8-Bit, das war ja dann die Bit-Geschichte, wo dann nicht von der gesagt ging, als da sie rennen ein Bit, die NES wird mit 8-Bit gefallen, dann ist ich von der Sega gekommen und so, hey, guck mal, wir bieten ein 16-Bit und die ist viel schnell, die kann so viele Sachen, die Nintendo nicht kann. Und dadurch eben halt der Sonic, den dann plötzlich schnell war. Ja, und nur den Term, wie die Famicom raus war und das 16-Bit-Argument weggefallen ist. Im Moment hatten sie ja beide 16-Bit. Dann sind sie eben nur gefangen mit so Termen wie Blast Processing sich zu werfen. Ein Term, der frei erfunden ist, gut keinen Sinn whatsoever gibt. Just für so eine Konsole ist einfach mich schneller so. Und du hast beim Sonic halt viel mehr schnelle Gameplay, was du mit seinem Super Mario vergleichst. Und das ist einfach, ich erinnere mich an die legendäre Werbung, wo sie einfach so ein allen Auto geholt haben und du Super Nintendo han Druck geschnallt hun de Mario Kart aufgespielt huet und dann so ein Drag Racing Auto geholt, wo sie de Sonic han geschnallt wird so Eisen das für schnell wie den an nicht an der gell. Also wann ich Demos wer also wann ich die Werbung gesinn hat Genesis das what Nintendo don't. Ich hat mal gesagt so, ja man Sega, das sind die cool Kids, die sind so cool, die coolst Spieler, also so schnell Blast Processing, keine Ahnung was das mir, ich will da mein Haus hin. Das dat ich mein sind Film der Unwissenheit von den Leute auch gespielt so, Ja. Term Blast Processing dat klingt cool an mir sie mega de Mod an dafür sind mir besser mir sie viel mich schnell wie Nintendo. Und danach zugleich schon so fand ich Pummel Werbung noch rausbrücht. Für allem Sega. Nintendo hat da manchmal auch immer mehr safe gespielt. Aber Sega hat relativ viel Werbungen, wo ein bisschen verwirrend waren. Bis meistens passt dann immer ein Roboter verwandelt gehen und passt durch Zukunft geflohen und so Sachen. Und es ist relativ wenig vom Contenu vom Spiel gewesen. Mir Hauptsache, das wird ein cool, das wird ausgesehen wie eine mega cool Werbung. Das hat leider einfach direkt umgeschwart, weißt du, so. Also die Jugendlichen, die dann eben halt nicht mehr wussten. Und die sich einfach direkt von der Werbung dann beeinflussen gelassen. Mir gerade an Amerika, pardon. Nee, so. Ja, schon so gerade in Amerika ist so die Art vom Marketing, die bei uns in Europa nicht wirklich gibt, zu den mir mal den anderen Ruf. Das schüsse bei uns gut nicht. So wie Jay cool. So mit Genesis das, was Nintendo und mir Blast Processing, sie haben nicht, das gibt es in Europa nicht. Ich meine, das ist sogar verboten für so Werbung an dem Stil
bei euch zu machen, wo sie einander denunziert, aber hinne war das aber gang und gäbe. Nintendo hat ähnlich Werbung gemacht, wie Donkey Kong Country rauskommen ist, wo sie Werbung gemacht hat, da findest du nicht auf einer Sega-Konsole, da findest du nicht auf einer CD-Konsole, findest du nicht auf 32X, nicht mehr auf der Super Nintendo. Und die Art von Werbung muss haut es das oder bei uns zumindest gut nicht, gell? Nee, genau wat Nintendo als Avantage hat an die meeste Regionen als wann man op Maskotsche jo geschwar hun an Marketinglo Nintendo hat viel besser Charakteren wie Erwerbungen zu weisen. Sie wird Donkey Kong, den du ein von Avas oder ein von Mario etc. Ich meine, die war viel kannerfreundlich konnte du da besser Erwerbungen zum Europa machen die so. Weil wo man effektiv gerade beim Stichwort sind, Marketing. Da gehen es ja auch nach lauter Differenzen. Was tut der dann zum Beispiel darüber zu erzählen? Komm, ich so fangen wir beim Ronny. Marketing. Was denkst du, was das Ganze? Mir gerade schon gespart, wie wird den Genesis das, was Nintendo oder so. Voilà, also an dem Stil ungefähr. Gerade Sega hat ja richtig aggressiv Marketing gemacht für Nintendo raufzumachen. Und Nintendo hat spätestens gekontert, wie den Donkey Kong Country rauskommt. In dem Moment war Sega CD auch schon raus und Sega ist auch Richtung 32X gegangen, für hier Konsole ein bisschen mehr künstlich so mal im Leben zu halten. Vielleicht schwätzt man einfach später darüber in einem anderen Podcast. Aber gerade du hat Nintendo gekontert, man guckt Donkey Kong Country, das findest du nicht auf einer Sega, das findest du nicht auf 32X, findest du nicht mehr auf das Super Nintendo. Also, und das ist auch schon interessant, so dem Marketing zu gucken ein bisschen. Aber während Nintendo eben voll auf den Mario gesagt wird, hast eben Sega, wo eben auf PSP, dann auf den Sonic gesagt wird und so weiter. Das ist interessant zu beobachten, fand ich. das stimmt, Ja, das das ist halt wirklich so Dinge, effektiv, wo du siehst. Boah, persönlich, ich muss da ganz ehrlich sagen, das Marketing, das wie so los ist, Ronny, ich glaube, das ist ja nicht so, dass die einen gerne aufgemacht haben. Was ich richtig verstanden habe. Also, soweit ich mich erinnere, ist das in Europa zum Teil verboten. Da darfst du nicht schlecht über den anderen schwätzen und Dinger Werbung. Effektiv, das ist sogar carrément verboten. Also ich bin der Meinung, dass es verboten ist. Du musst natürlich noch für Code irgendwie mich verbessern. Aber in Europa hast du gut kein so Marketing. Wenn du guckst, auch in Amerika ist Marketing Pepsi oder Cola, die sich gegenseitig rufen oder so. Das ist bei uns kein Meter. Ja. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, vom Thema Marketing und so, da lasse ich mich ganz gerne etwas Besseren belehren, weil da sind ich gar nicht so fit, was die Sache nur geht, weil ich persönlich auch nie immens viel drauf aufgepasst habe. Und so. Ich habe einfach gespielt, das hat mir Spaß gemacht hat am Anfang. Aber natürlich, dass die Indianer ein bisschen probieren, ein bisschen an den Dreck zu ziehen. Ich meine, das geht schon immer und das wird doch immer gehen. Aber ich persönlich, auch den Slogan, wo den Jay auch wieder gesagt hat, Sega does what Nintendo don't. Keine Ahnung, also wie gesagt, ich bin da ein bisschen raus. Ich meine, da kann der ein bisschen mehr über Geschichten, Marketing schwätzen und so weiter und so fort. Also Pardon, Jay, schwätz ruhig. ja, also was ich gemerkt habe, was witzig war, was Europa war ziemlich kalt, was Wärme angeht, weil Amerika hat die Aggression und da war man dazu, was noch nicht erwähnt wird, als die japanischen Werbungen von den Spielern, weil die waren extrem interessant, weil die hatten ganz viel sozusagen Gameplay sozusagen, also vom Spiel, mit da haben sie auch sozusagen am echten sozusagen Leute, die auch Kostümer waren etc. Ich kann mich noch erinnern, wo ich eine Werbung von Metroid geguckt habe. Da geht Spiel gewesen und da gesagt einfach der Charakter selber am richtigen sozusagen komplette Kostüm etc. rundherum chasen oder der Charakter selber vom echten am Spiel sozusagen dran gemacht oder eine Transition dran gemacht, was ich extrem cool fand sozusagen davon. Was schmengen he nicht so oft gewisse gouf. Ja, das stimmt natürlich. Was ich auch immer witzig fand, dass die alle Werbespots guckst von Sega, das ist einfach zum Schluss einfach immer Sega! So total aggressiv und immer Sega! So. Okay. Wobei es haut her ist von seiner Konsole mit Sega. Ja, genau. Ja, zum Schluss von der Werbung war so die halbe Sekunde so Sega! Einfach so. Kannst Das du war nach ganz gut Sega erinnern. also. Ich meine, wenn es das so her ist, da siehst du schon so,
Okay, komm, ich spiele Leute lieber Sega, weil sonst geschieht mir irgendwas schlecht. Ja, genau das. Okay, das ist schon gut, ich spiele nur den Konsolen. Ich weiß, bei der Saturn und sie aber wirklich darauf abgebaut, spielt Sega so Skinneter. Kommen wir vielleicht in einen anderen Podcast drauf zu schwätzen. So klein Anekdoten hier vorbei, weil das füge das mal schon dabei sind. So zwei aggressiv Werbungen, die mir da so anlichten, die Nintendo auch in Richtung Sega gemietet wird. Wirklich für da ein bisschen so mit denen sich Spaß zu erlauben. Einfach an dem uns ich meine zum Beispiel Street Fighter 2, den das ursprünglich den allerersten, das dann für dich auf Super Nintendo rauskommt, das dann recht viel spät auf der Mega Drive geportet geht. Und da gouf dann eben halt eng Werbung, wo dann hingegangen an so nach verschissen so zwei Satz einfach Street Fighter 2 und dann in drin hast du da stehen Sega Owners Dream On. Ich noch denke weiter drehen, wann der Welt Street Fighter 2 auf der Super Nintendo spielen. Das war die Werbung, die zweite Werbung, das hat mit Sonic zu tun. Und das war für auf der Game Boy hier Super Mario Land 2 Spiel zu promoten. Und sie sind einfach eng vor den Raum gestaltet, wo dann drauf stand, Why did the hedgehog cross the road? Ne? Jesus. Du mat der hunse an dat super an der Hinsicht an bei der wat ich super fand bei der Werbung as se so neich mir all mensch wees wat gemengt das. Ja, natürlich. Ja, das sind die gut alten Werbungen aus der Zeit, geil. Genau Das war Trash Talk. dat war wirklich voilà, genau das dat Das war und dann Trash hat Talk. da gouf eng andere Werbung die auch ganz flott war wie dat war immer bist so die wie soll ich so dat war Sega die hatte Werbungen die waren so zweideutig an dat war ganz skurril so genre für Sega ich mein, dat war dem was Mega Drive da gouf so ein Arcade Stick ja und du gesagt nein verschüss Satz daneben durchsteht dass ich war eng Werbung für den Arcade Stick zu promoten und da steht dann einfach the more you play with it the harder it gets wo beim Joystick ja wo sich doch kann man froh stellen ne? Also so ja. Oh, okay. Ich Okay, sprach ja ja. du net ein Bild zu mole so Ich verstehe den Sinn schon haben drin. ja voilà also Sega hue immer so bist so mal so das schützt mir ein bisschen für zu illustrieren man war Sega do für Sache gespielt hat das war ein bisschen so ja wann den so dir so lusch ne so Wenn man auch im Abfeld für Sega wenn man auch lo Maskottchen weil man gesucht hun Sega hat jo just Sonic me wat Marketing geht du ganz viel weil den immer vergisst hat das als du ganz viel den John Madden vom amerikanischen Fußball benutzt auch noch tatsächlich Michael Jackson an ihre Werbungen wie zu weise der Sega Sachen wird die Nintendo nicht wird Ja, Sega hat die Demos extrem viel auf Sportlizenze gespielt am Gegensatz zu Nintendo. Sie hat ja eine andere Mensch EA wann studieren, wofür sie Sportspieler gemacht hat, wie den John Ja. Madden und so weiter. anders wat Leute nämlich so viel denken als dat ja tatsächlich Demos wo EA ugefangen wird die hun tatsächlich gut Spieler gemacht also dat waren Sportspieler wo um Menge Konsole gespielt waren viel von EA an wann mal so denken so wat zum amerikanische Marketing geht da das dat cool wat gött du gehst Fußball mit den Kollegebasis spielen und dann Uwes im Training kannst da he an da spielst du weiter op denger Sega an das dann einfach amazing Ja, sie wirklich probiert extrem auf den Lizenzen zu punkten, weil Nintendo der Lizenze keine hat. Aber gerade mit John Madden haben sie extrem viel Marketing gemacht, Werbung, wohin drauf war. Wieso ich kann mich effektiv vom Marketing an so Sachen mit den ganzen Dingen hun ich mich wirklich nicht viel beschäftigt davon ich mein, du sie der bisschen wie Spezialisten weil du paar Sachen wo du effektiv noch überhaupt nicht wusste von hier als immer natürlich auch für echt der Leute als immer wichtig so Podcast bis zum Schluss zu lauschen fall der Bemol auf Sachen wo der effektiv nicht meint okay oder effektiv so okay das tut wirklich nicht hören ja so Jay also ich gebe extrem rekommandieren zu als Zuschauer dass sie sich kurz Zeit tun wie die Werbung umzugucken weil die sind und Komödie extrem heiß also können immer gut lachen davon sie wird Sega Sanchiro a Japan oder einfach den guten Trash Talk Werbung von Amerika sie sind einfach mal so witzig zu gesehen ja ich gebe ja, Ja. so. Ich gif sogar nee, ich gi nur definitiv zum rasche schmengen Sieger Sanchiro Japan da das wahrscheinlich den Highlight schlecht hin
von der Werbungen für Sega. Also das war, und das wirklich schön, dass es so etwas nie mengenisch, dass bei euch so etwas nie gouf. Eben halt feint, die Sachen, die man erwähnt tun. Das war eine Welt relativ skurril, aber wenn ich das mal ein bisschen Humor hält, dann seht ihr schon effektiv die Werbung für Sega Sanshiro, dass die jetzt schon irgendwie ob so schön. Also die hatten das Demos relativ gut promoted. Ich meine gerade Sega der Sanshiro so gut Stichwort, weil den aus dem Funk schon die nächste Generation, den aus der Recht mit der Sega Saturn kommen. Vielleicht wäre da den kleine Wink vielleicht für Future Podcast den ein Kind machen, über die nächste Generation von Konsolen respektiv wie Sega leider ein bisschen verändert das am Konsole kriegt. Hm. Genau. Also ich meine, wann verschiedene, also ich weiß nicht, wie viele Leute das eben halt wissen, aber Sega ist ja damals dann eben mit der Sega Dreamcast, das war hier Lash-Konsole, die sie damals rausgebracht befürchten sie das schlussendlich aus dem Rennen rausgesprungen sind, aus finanziellen Gründen. Und da haben sie eben halt am Laufe der Jahren verschiedene Entscheidungen getroffen, die dazu bräuchten, dass sie eben halt da der Bar aufgegangen ist. Naja, ich gehe so mit dem, das wir mal alles gezählt und gesagt tun, sind wir schon nicht schlecht für alle die Leute, die jetzt noch, hoffentlich werden noch luisteren. Denke ganz kurz nebenbei, natürlich könnt ihr ganz gerne, wenn ihr den Podcast luistert, kommentieren. Schreibt euch schon, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Sachen wollt lassen, kommentieren. Macht das ruhig. Wir freuen uns auf all Feedback, wo wir kriegen. Und dann gebe ich so noch den letzten Punkt auf der Liste, das wäre divers. Wenn ihr irgendwie von euch ein paar Sachen zu sagen habt, gehalten ruhig an den Raum. Wie hast du Alex? Muss noch irgendetwas, wo du irgendwie willst beifügen, irgendetwas, wo du noch willst vielleicht annehmen? Nicht wirklich, also just eben halt den Leuten merci so, die so lange eben halt nur geleistet haben. Ich hoffe, der hat eben halt genauso viel Spaß beim Nurleisten wie mir eben halt beim Erzählen. Und voilà, von der ich denke, Comments hat die der Welt haben los, Matt hat von Schlift. Und wenn nicht, dann sehen wir uns dann beim nächsten Podcast. Okay, Ronny? Genau, ich fand das war den Alex so der relativ gute Punkt. Schreibt das vielleicht auch drin, war der ist der Sega Fanboy, war der Nintendo Fanboy, die weiß vielleicht auch interessiert für so ein bisschen zu gesehen, wie wo wart. Und nicht so just Genesis das, was Nintendo und du musst ihn nicht ab. Jay, was siehst du? Also wie mech auch wann se größten Nintendo-Fan sind, der wir nie vergese wat Sega rausbrucht hun, weil wat ze lo rausbringen also abgebaut mat dat wat ze freier rausbrucht und spannen die man haut das noch mega gut Spieler an gif Merci so dat der mech als Gast geholt hun am Retro-Podcast. Oh man, ganz gerne. Mega fan. Merci, dass du dabei warst. Hein? Natürlich an dummer der so Jo den Zuschauer an Eddie wie mech. Okay. Ja, viel muss merci, dass du warst, Jay. Ja, wirklich, also wie gesagt, war wirklich cool, mal dabei zu sein, wo nicht so alle sind mehr. Okay, ja, nee, das ist aber wirklich, das ist trotzdem wichtig, fand ich, wie gesagt, auch für die Leute, die haben nur lauschen, jetzt sie auch nicht nur die Leute an unserer Alterskategorie, die nur lauschen, mir auch halt effektiv, vielleicht von mir Jungleute, die gerne ein bisschen lauschen, was mehr so erzählen vom Retro-Gaming etc. Dem nur, was für ein Thema das. Und dann ist es natürlich auch immer cool für Daylight, wenn sie sehen, okay, da haben wir noch einen, den ungefähr an unserer Alterskategorie ist, den ein bisschen seinen Input gibt. Können wir gucken, mal, was den zu sagen hat. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall große Merci, dass du da warst. Und dein Pfefferkehr beigelöst hast. Natürlich. Da gebe ich so ein, manchmal sind wir schon bald durch. Also sind wir durch. An dem Sinn bedanke ich mich für die Nullausterin. Ganz große Merci an alle, die auch noch werden ranlausten. Wie ihr schon hören habt, der könnt ganz gerne kommentieren, ganz gerne kleine Feedback aufgeben. Mir noch absolut kein Problem, wenn ihr von euch selber kontaktiert. Für etc. Oder wenn ihr vielleicht einen Lust habt, für selber einen Podcast mit dabei zu sein, so als kleinen Gast. Star wie den Jay könnt ihr euch ganz gerne melden und voilà, in dem Sinn verabschieden wir uns und danke ganz große Merci.